Salut zusammen und herzlich willkommen beim Geekstübli. Mein Name ist Raphael, aka Comedy Freddy. Ich habe mir vor langer Zeit ein paar Sachen gesucht. Die haben nicht so lang zwar, ist egal. Und Unboxings oder Unpackings waren ja entsprechend populär gewesen. Jetzt sind sie es nicht mehr so, ist mir eigentlich egal. Weil, das macht mir noch Spass und bis jetzt habe ich noch gar nie wirklich ein Unboxing gemacht und deswegen fangen wir jetzt damit an. Entsprechend habe ich euch als allererstes, und es wird mehrere Unboxings geben in Zukunft, jedes Mal, wenn irgendetwas kommt. Das Thema ist ja Gadget Geek und Gadgets haben Geeks genug. Also, fangen wir mal an mit diesem coolen Teil hier. Also ich hoffe, es ist ein cooles Teil, wir werden es dann sehen. Ein Zoom F1 LP, Field Recorder und Lavalier Mikrofon. Das habe ich mir mal gekauft für anstehende Videoaufnahmen. Entsprechend bin ich jetzt noch mit dem grossen hier unterwegs, den ich gerne aber möchte auf die Seite tun, wenn ich so Unboxing-Sachen mache und Zeug, wo grundsätzlich das hier Riesending im Weg ist. Das kommt noch weg, aber das seht ihr in einem späteren Video. Das Ding ist nicht wahnsinnig teuer, ich habe rund 160 Franken gezahlt ungefähr. Das Ding gibt es zwischen 130 bis 170 Franken in jeder Preisklasse bei verschiedenen Anbietern. Und jetzt machen wir es also daran, das Unboxing zu machen. Ich mache jetzt erst einmal das Unboxing, es ist unglaublich, yay! Okay, also mal schauen, ob wir das Ding hier aufbekommen. Grundsätzlich sollte das ja möglich sein, eigentlich könnte man meinen. Verpackungen sind entsprechend teilweise schwierig, das ist jetzt sehr riesig gegangen. Wenn ich es aufschneiden, ist natürlich schon vorbereitet gewesen. Haben wir übrigens gekauft, irgendwie ein paar hundert Jahre vorher. Bis jetzt nie gebraucht. Jetzt habe ich endlich eine Gelegenheit gefunden, das zu brauchen. Dann Schachtel, ja. Sehr cool natürlich, direkt die richtigen Batterien dabei. Das ist übrigens ein riesengroßer Fehler, wenn das nicht ist. Das ist schon mal sehr positiv. Übrigens, falls ihr das Gefühl habt, ich mache das falsch oder so, dann dürft ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Und an dieser Stelle habe ich noch gesagt, Sharing is Caring. Ihr wisst ja, das Geekstübli will berühmt und reich werden. Deswegen teilt bitte Content, der euch gefällt, auch teilen. Seid das auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Macht das, wir wären euch sehr dankbar. Noch mehr Karton, tschüss. Da wären wir sehr froh drum. Okay, da hängt schon mal ein Kabel raus. Das machen wir jetzt gerade so, kehren wir um. Und hey, die Verpackung ist recht cool. Muss ich tatsächlich sagen, ist recht angenehm. Nicht so ein Gemurks, alles schön vorbereitet. Also, da haben wir das schöne Zoom-Ding da. Nehmen wir mal zuerst den Body raus. Man sieht es schon, es ist sehr stabil gemacht. Es ist leider ein bisschen viel Plastik drumherum, sehe ich gerade. Einer ist da ein bisschen Metall für um die Gürtelschnalle um, dass man mit diesem Ding auch rumlaufen kann. Ein bisschen der 2 cm Falltest. Tönt nach Plastik und Metall gleichzeitig. Ist eigentlich eine easy Sache. Aber hat eine recht angenehme Grösse. That's what she said. Or he said. Ja, wir werden es sehen, wie viel es taugt. Da oben haben wir noch eine Klappe. Und zwar, hoffentlich nicht kaputt. Komm. Ah, das Ding hat auf jeden Fall. Das müsste aber für aufzumachen sein. Herrgott, komm. Wenn wir das Unboxing machen, müssen wir das Zeug auch in die Kamera haben. Okay, das ist auch noch so ein Murks. Moment. Gut, das machen wir in diesem Fall ein anderes Mal. So sieht das Teil aus. Das Display. Und so weiter und so fort. Man sieht hier auch schon. Komm, stell scharf. Stell scharf. Komm. So, jetzt. Man sieht hier auch schon die verschiedenen Knöpfe. Da haben wir einerseits mal da ganz unten, hier, da sieht man es. Da das Format, wie man recorden will. Das Ganze funktioniert über eine SD-Karte. Man kann einen Low-Cut rein tun, einen Limiter rein tun und die Record-Levels einstellen entsprechend. Coole Sache, schöner grosser Knopf. Hier für zum entsprechend die Aufnahme starten. Und den ganzen Rest werden wir sehen. So, probieren wir da mal, weiter auspacken. Da haben wir noch verschiedene schöne Sachen. Ich weiss, es ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, wenn man natürlich einen schwarzen Tisch hat. Aber ihr seht es da. Entsprechend die coolen Dingens.
Die Kamera stellt nicht scharf, egal. Für das Lavalier-Mikrofon die ganzen Köpfe drauf. Als Ersatz noch grad 2 nachgeliefert. Sehr gut, wirklich sehr gut Zoom, habt ihr gut gemacht. Entsprechend ein Kabel natürlich auch dabei. Das Kabel lässt sich stabil verbinden. Wir haben hier einen Kopfhörereingang, um zu überprüfen, was genau gesagt wird. Fokussieren ist heute schwierig, denke ich mir. Da, jetzt hat er fokussiert. Ah, jetzt hat er es wieder verloren. Egal. Ein bisschen weiter weg. Komm. Fokussier. So, Keib. Du musst selber. Tun wir auch das selber einstellen, dass so fokussiert. So. Also, wir haben das jetzt hier selber eingestellt. Der Autofokus hat nicht ganz nachher mögen. Hier haben wir eine Line-In und entsprechend auch selbstverständlich einen Headphone-Input. Weil, wenn man jemand anderes aufnehmen will oder entsprechend recorden zum Mitlosen oder auch selber, das spielt keine Rolle, aber nur eine Regel, wenn man selber vor der Kamera steht, hat man ja kein Headset an. Sprich, hat man ja kein Kopfhörer an. Deswegen ist aber eine gute Möglichkeit zum Abhören, wenn man jemand anderes filmt und so weiter und so fort. Hier Line-In, selbstverständlich kommt das Ding da rein. Was wir jetzt sogar machen. Oh, jetzt geht am falschen Ort. That's what she said. Cool ist, geht direkt safe festschrauben. Gute Sache. Auf jeden Fall eine gute Sache. Und das sitzt bombenfest. Voilà. Hier das entsprechende Mikrofon, wo wir selbstverständlich direkt so ein Köpfchen drauf tun. Nicht wahr? So, hoppla und tschüss. So. Komm. Das ist schwieriger, als ich gemeint habe. Ich komme jetzt noch nicht so nachher, weil das Mikrofon im Weg ist hier. Ja noch. So. Hey, Lanton. Voilà. Ist das schon alles gewesen? Weiter runter geht nicht mehr. Okay. Wow. Voilà. Und das Ganze ist sozusagen fast ready. Noch der Clip. So. Entsprechend auch hier drumherum. Bla. Gute Frage. Also ich mache das alles nicht nach Anleitung, deswegen ist das eventuell nicht ganz so super. Aber ich habe es hier rauf. Warum habe ich es hier rauf? Hier nützt es nicht, hier sieht man es nicht. Ich muss es hier haben. Voilà, man sieht es. Das Ding ist relativ schnell vorbereitet und so weiter und so fort. Batteriefach, finde ich ja sehr schlau gelöst. Hier mit dem entsprechenden Knöpfchen. Zack, zack. Und offen ist das Ding. Zack, zack, hat er gesagt. Voilà. Batterien gehen auch hier nur einen Weg rein, vermutlich. Ja. Fast das Zeug vorgeworfen. Da ist übrigens der Clip noch. Den nicht vergessen, sonst nützt das Ganze nichts. Also, man kann das jetzt natürlich einfach da irgendwo auf den Tisch stellen. Jetzt müssen wir noch wieder schauen, welchen Weg dass die Batterie reinkommt. Plus, minus, wow. Plus, minus. Moment, du musst schnell ein bisschen näher schauen. Okay, Plus kommt hier. Sofern wir das, sonst funktioniert es halt einfach nicht. Dann schauen wir uns das nochmal an. Das ist Knüppel da. Und Minus kommt so. Klappe zu. Voilà. Also es ist relativ platzsparend, ich muss sagen. Es ist wirklich auf das Minimum beschränkt, was den Platz angeht. Was natürlich eine coole Sache ist, weil man nicht mag die ganze Zeit so viel Zeug rumschleifen. Jetzt frage ich mich nur gerade, wie wir das wieder zubringen. Wahrscheinlich gleich, wie wir es auftun. Okay, Batteriefach ist ein kleines Knüppel, aber ich verstehe, dass wir das so lösen müssen. Viel bessere Lösung für das gibt es selber nicht. Aber es ist ein Gefummel. Okay, nach gefühlten 5 Stunden stellt sich heraus, dass das tatsächlich das komplizierteste Batteriefach ist seit ever. Ich bin auch nicht ganz sicher, es schließt auch nicht komplett ab, wie man hier sieht. Da, man sieht es. Da, es ist ein bisschen offen, also wasserdicht. Probiert es nicht. Ich würde es nicht vorschlagen, dass man das macht. So. Jetzt, je nach Einsatzzweck, brauchen wir da natürlich noch den Clip. Es sieht alles auch sehr
stabil, sehr stabil aus. Und jetzt haben wir noch so ein Minischräubchen natürlich. Ist ja klar gewesen, dass möglichst hier jeder es anmachen kann. Jetzt haben wir noch so ein Minischräubchen und das muss ich mit einem Schraubenzieher machen. Und das machen wir selbstverständlich gerade. So, keinen anderen Schraubenzieher gefunden als der. Der ist etwas zu gross. Passt halt nicht, also nehmen wir halt Sackmesser, wie ein richtiger Schweizer Bübel. Das funktioniert nämlich in der Regel relativ gut. So, jetzt ist das natürlich technisch gesehen nicht ganz so fest angezogen, das reicht aber zum Zeigen. Da haben wir den Clip und der Clip ist relativ beständig, also da geht wahrscheinlich nicht sofort ab der Hose, aber das Ganze werden wir jetzt selbstverständlich noch heute testen. Aber vorher nehmen wir noch geschwind das hier weg, so, voilà, dann können wir es nämlich direkt anmachen. Und auf einmal einen ersten Tragetest machen. Voilà, wir klippen uns das jetzt mal einfach hier dran. So, Soundeinstellungen müssten wir dann auch noch schauen. Und das hier kommt jetzt entsprechend, kommt entsprechend in mein Gesäß. So, jetzt hat sich schon jeder mein Gesäß sehen. How about new, you crazy Dutch bastard? Moment. So, das Ding ist montiert. Es war am Anfang ein Knüppel, aber es ist noch so gegangen. Also halb so wild, kein Problem. Alternativ hat es hier die zwei Bügel, wo man den Gürtel durchziehen kann und entsprechend so einen sauberen Sitz gewährleisten. Was natürlich auch ganz eine coole Sache ist. Selbstverständlich muss das ganze Zeug irgendwo gespeichert werden und deswegen gibt es hier noch das Kläppchen hier für die SD-Karte. Die setzen wir jetzt natürlich auch gerade ein. Jetzt hier übertriebenerweise eine 128 GB Karte drin. Das ist natürlich völlig übertrieben, aber alle anderen Karten sind irgendwo sonst drin, deswegen nehme ich jetzt die. Und aber das werde ich wahrscheinlich dann noch wechseln. Also, hier ist zu wenig geschnitten. So. Zack, und geht durch die Karte durch, dass sie dann möglichst schon nicht mehr funktioniert. So, es ist übrigens 7 Uhr am Morgen, für alle, die sich fragen. Ja, ich bin tatsächlich am Samstag früh auf. Ha. Falls irgendjemand den Koller bekommt, wenn er mir dazu schaut, bei diesem Zeug auspacken, selber die Schuld. Hat ja niemand gezwungen, mir zuzuschauen. Nein, also, da auf, komm. Die Karten sind immer sehr gut verpackt. Irgendwann schaffen wir es so, voilà, und die Karte ist das. Also setzen wir das Ding mal ein. Ich hoffe, es gibt da wieder das Knüppel, sonst wäre es ja langweilig. Oha, ja, kommt der Widerstand und drücken und drinnen. Perfekt. Sitzt. Kläppchen wieder zu. Interessanterweise ist das Kläppchen hier ein kleines Glottel. Habt ihr jetzt gerade gesehen? Da. Es ist nicht sehr standhaft. Also, es kann sein, dass wenn man da dran kommt oder irgendwie etwas mit einem Gegenstand oder an der Hose rumrippt, dass das da aufgeht. Das ist ein bisschen zu wenig fest, wenn ihr mich fragt. Das hätte ich mir ein bisschen besser gewünscht, dass es wirklich gut einrastet. Das macht es aber leider nicht. Hier übrigens der Mount, den ich vorhin schon probiert vorzunehmen, kann man gut vornehmen. Man muss tatsächlich mit ein bisschen Gewalt und dann geht es. Ich habe mir Angst, dass ich etwas kaputt mache. Der Mount ist dazu gedacht, um entsprechendes Zubehör drauf zu tun. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass die zwei entsprechenden Bügel hier auch noch die Möglichkeit darstellen, für den ganzen Recorder auf eine Kamera aufzuschrauben. Wie man hier sieht, gibt es als Zusatz auch noch einen Spider, wo die zwei Bügel eingeklickt werden und entsprechend nachher auf der Kamera befestigt werden. Voilà, also das wäre es eigentlich schon fast gewesen. Als Fazit hier zu diesem Gerät hier, ich finde es ein super Teil. Es hat 2-3 Sachen, die mir nicht so gefallen. Das Batteriefach ist verdammt fummelig, für das Zeug wieder rein zu tun. Wahrscheinlich auch nur am Anfang. Es wird sicher mit der Zeit besser. Was mich richtig stört, ist da hier die Klappe für die SD-Karte. Die geht viel zu schnell auf, also die müsste fester sein. Obwohl man geht ja nicht die ganze Zeit dran niffeln, aber das hätte man verbessern können, ein bisschen festeren Sitz können produzieren. Ja, hey, wenn euch das gefallen hat, lasst mir selbstverständlich einen Daumen da bitte, das würde mich riesig freuen. Und auch am Geekstübli hilft es,
wenn ihr das macht, ein bisschen den Algorithmus befeuern. Allgemein, wenn euch das Geekstübli gefällt, bitte teilt es mit euren Kollegen und in euren Social Media Accounts. Es würde uns riesig helfen. In diesem Sinne, merci vielmals für zuzuschauen und bis zum nächsten Mal. Joi!